Guten Tag mitnehmen, da bin ich noch eens mal wer. Ich heb u vandaag noch weer een Grimmsch Märchen übersat. Dat het op Hochdeutsch die drei Glückskinder. Im Plattdeutsch die drei Glückskinder. Ich heb dat in Westmünsterländisch Sandplatt übersat, wegen at ich ja hier an der holländischen Grenze wohn. Etwas is n mollen Vater. Der lädt seine drei Söhne zu sich kommen und sagt, ich heb nicht mehr lange te leben. I weet, dat ich nicht riek bin, aber ich will u doch wat verarven und I müt mit dat, wat ich u gif, in de Welt gehen und Land söken, wo so wat noch nicht gif. Und dann müt I sehen, dat I damit Geld verdienen könnt. Den ältesten Sohn krieg von den Vater ne Hahn und den zweiten ne Seise, also ne Sense, und den Daden krieg ne Katte. Den ältesten Sohn nahm sie n Hahn untern Arm und trockte mit los. Apat in alle Dörper leben die Hohner und Hahnens rum und in die Städte satten die Hahnens bobben ob die Karktörne und in die Gassen hören man se krähen. Hier was also kein Geld mit ne Hahn te maken, wegen at sich nüms nicht über dat Dier wöndern. He trock wieder und quem an ne Insel, wo die Lö noch nie ne Hahn sehen hatten. Sie kunnen auch nicht wetten, wat für ne Tagestiet etwas. Sie wussten wann morgens auf abends was und schnachens, wann sie nicht schlafen kunnen und wacker in Bette lagen, wussten sie nicht, ob et noch abends, oft allwer morgens was. Darum stellen he sie'n Hahn als ein ganz besonders kloke Tier für und prahlen sie ne Schönheit. Kiekt min Hahn an, he hef ne rubinrote Krone ob den Kopf und Sporen an de Föte as ne Rittersmann. Dreimal in de Nacht fängt he an te krähen. I könnt u drup verloten, wann he dat dade mal kräht, dann geht die Sünnebolle up. Wann he an Dach kräht, dann gift ander wer. Und da konn i u ganz gewiss up verloten. Dat gefällt die Lö, und sie freuen sich, wann den Hahn nachens um 2, um 4 und um 6 Uhr an krähen was. Den jungen Mann wurde frocht, ob er dat Dier nicht verkopen woll. Und as sie dat war woll, fragen sie wovon he für dat kostbare Dier verlangen. He sucht die best gute Gelegenheit tot Geld verdienen, ob sich to kommen und sagt, ich muss so voll Gold haben, as n Esel drägen kann. Die Lö riepen, dat is ja ein Spottgeld für so'n kloke Tier, und gaffen gerne, wat de dafür haben woll. As sie mit den Goldesel nach Hause quem, wasen sie ne Bröers verwöndert, und so güng den zweiten Sohn auch fortslos und woll auch riek werden und is kieken, wat er für sine Seise losschlagen kun. Apat überall in de Dörper hadden die Buren die blanksten Seisen über ihre Schultern hangen und he merken gau, dat he wieder trecken much, dat he n Land finden kun, wo Seisen noch nicht bekannt wasen. An Läste köm auch he ob ne kleine Insel, wo die Lö noch nie ne Seise sehen hadden. Wann ob de Insel dat Korn riepe was, halen sie Kanonen an dat Feld und schotten dat Korn runter, bis ob de Grund. Munks wasen sie so ungeschickt, dat sie den Neben schotten und groten Verlust an Korn hadden und auch noch den groten Krachte bi ut hollen muchen. Da sucht den jungen Mann ne gute Gelegenheit kommen, Geld zu verdienen
und he mähen still und hennig Riege für Riege de Felder af. Die Löwfehl verlutter, Verwunderung die Kinnlade runter, und als sie fragen, wat dat wunderbare Deel kosten soll, verlangen he so voll Geld, als ein Pferd, wat er natürlich auch dabei haben woll, drägen kun. Dat gaven em de Insulaner gerne, und he trock mit sin Riekdom nach Hus hen. Nu können ju wisse denken, dat den Jüngsten, weil de Katte kriegen ha, auch riek werden woll. Apat, et gönk em, so as sine beiden Öllern Bröers. Überall in de Städte und Dörper lebten Hunderte von Katten rum. He soch no de Insel, wovon sine Bröers vertellt hatten und wo sine Bröers so viel Geld, so viel Glück hatten. Als sie dort mit dem Boot rüberschippt was, suche keine einzige Katte. Aber da gaft Müse. Müse, sag ich in heel grote Mengen, die über Tisch und Bänke sprungen. Die Diere wassen ne Plage und fratten de Lö dat Äten weg. Auch in Königsschlott kunnen se tegen de Müse nicht an. Die fratten und nachten an alles, wat se man bloß tüsken de Tante kriegen kunnen. Doch quem die Katte genau rechten Tietz. Sie randete alle Säle und bet rund sich to, so dat et bolle keine Müse mehr gaf. Die Lö wasen so von die Katte andorne, dat sie den König anbädeln, die Katte zu kopen. Den König gaf gerne wat den jungen Kerl für die Katte hebben woll. Und dat was noch mehr, als die beiden Bröers nach Hus bracht hatten. He läten Mulessel mit Säcke voll Gold bepacken und meg sich op'n Pad not Öllernhus. Die Katte ha Wahne voll Spaß über die guten Mahltiten und fratz sich der alle Rühme dick und dusselig. Et wurde er Dobby heet und sie kriegt Doss. Dat meg er so mö, dat se sich n Pläsken tot utruhen soch. Bevor se ihn schleep, fing se laut an te miauen, dat et alle der Mark und Been güng. Dat Schreien hadden de Lö noch nie hört, und se kriegen et mit de Angste don. Und lepen, wat heste, wat kannste, van dat Schlott weg. Den König reb sin Rot binene und de beschlott, dat sin Herold no de Katte schicken wollen, weil de Katte opfordern soll, dat Schlott gau te verloten. Süs gaf et Ärger. Den Rot beschlott no, dat se sich doch lieber van de Müse plagen loten, als altit mit so'n Undier zusammenleben wollen. Eine van de jungen Denos moch no mit de Katte küren und frug, ob se freiwillig dat Schlott verloten woll. Aber de Katte, was wegen ihren Doss noch grötter worden und verstön rats gar nix davon, wat den Kerl von er woll. Und darum sag se bloß, so as sie auch altit, miau, miauen. Denn dener hören ut dat miauende Wörter durchaus nicht. Die Ratslö sogen kin andern Utweg as gewollt anzuwenden und beschlotten no, die Katte von Läven aftehelpen. Sie führen Kanonen für Schlott und fungen an, et aftefackeln. As no dat Für in den Saal quem, wo die Katte satt, sprung se mit ne hennigen Satz dort Fester no Buten und mexigte fan. Aber die Lö schotten wieder mit ihre Kanonen, bis dat ganze Schlott in Schutt und Aske leg. Ja, so kannt gorn. Nu blieft Kregel und ich sech, gut gorn.